Live-Besucher. Vor ein paar Tagen habe ich eine Geschichte in der Bibel gelesen, die mich tief berührt hat. In dieser Geschichte geht es um König Joasch und um Elisa, der Prophet. Die beiden sind sich begegnet. Der Elisa kommt mit einer Botschaft zum König Joasch. Er sagt zu ihm: Nimm die Pfeilenbogen und schieß aus dem Fenster Richtung Osten. Der König macht das und stellt seinen Pfeilenbogen wieder her. Jetzt kommt der Elisa zu ihm und sagt: Schau, ich habe eine Botschaft für dich. Im Osten, da liegt doch das Reich der Aramäer. Du hast einen Pfeil nach Osten geschossen. Und Gott will dir damit sagen, du wirst das Reich, das Heer der Aramäer vernichtend schlagen. Der Joasch nimmt das zur Kenntnis. Anschliessend sagt der Elisa zu ihm: Und jetzt nimm deine Pfeile und schlag mit denen auf den Boden. Der Joasch nimmt die Pfeile und schlägt mit denen auf den Boden. 3 Mal. So, stellen wir vor, recht zaghaft. Stellt sie wieder her. Und wartet. Jetzt wird der Elisa hässig und sagt: Geht's eigentlich noch? Du hast 5 oder 6 Mal müssen schlagen. Ein bisschen leidenschaftlich. Und dann hat der Gott einen gewaltigen Sieg gegeben über die Aramäer. Du hast sie wirklich bis zur Vernichtung geschlagen. Aber so wirst du nur einen kleinen Teilsieg bekommen. Als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, ja, was wollten die sagen? Irgendwie eine komische Geschichte, oder? Aber ich glaube, sie hat ganz viel mit unserem Leben zu tun. Der Joasch hat eine grosse Verheißung gehabt. Das ist nämlich der grossartige Sieg über die Aramäer. Wir haben auch ganz viele Verheißungen. Beispielsweise, dass von uns Ströme von lebendigem Wasser ausgehen sollen. Oder Gott hat uns gesagt, dass wir alles haben bekommen, damit wir ein heiliges Leben führen können. Oder Gott sagt, mit uns, wenn wir das Evangelium weitergeben, dann werden Zeichen und Wunder folgen. Und so weiter. Da gibt es so viele Sachen. Oder dass alle Schätze, die im Himmel sind, für uns parat sind, die sind uns zugänglich. Und noch vieles mehr. Verheißungen, die fast zu gross sind, für das wir sie glauben können. Und vielleicht geht es uns ähnlich wie dem Joasch. Ich glaube, der Joasch hat es auch nicht wirklich glauben, was jetzt der Elisa ihm da erzählt. Und darum hat er aus seinem Unglauben heraus auch nur 3 Mal ganz zaghaft auf den Boden geschlagen. Das Schlagen ist ein Bild für unseren Glauben, das sich ausdrückt im Gebet und auch in ganz konkretem Handeln. Und geht es uns nicht oft ähnlich. Das sind Verheißungen, die sind wunderschön, die sind gewaltig gross und die gibt Gott uns. Aber weil wir es nicht ganz fassen können, handeln wir eher im Unglauben als im Glauben. Und sind ganz ähnlich wie der Joasch. Wir schlagen, mal bildlich gesehen, auch 3 Mal auf den Boden, statt 5 oder 6 Mal. Und die Folge davon ist, dass wir nicht die Verheißungen sehen, wie sie Wirklichkeit werden, sondern auch nur eine ganz kleine Teilsiege bekommen. Weil es ist nämlich ein biblisches Prinzip, dass wir gemäss unserem Handeln von Gott auch beschenkt werden. Ich mache ein paar Beispiele. Vielleicht hast du die Erwartung, dass in deiner Kleingruppe, dass ihr einfach einen guten, schönen Abend zusammen habt. Aber Gott hat sich gewünscht, dass genau an diesem Abend ein gewaltiger Durchbruch passiert. Vielleicht hast du einen Kollegen eingeladen für einen Gottesdienst. Und du denkst, es ist Hammer, dass er kommt. Das ist doch alles, das ist doch genug. Das ist Gottes Wirken. Aber Gott wollte, dass der Freund nicht nur in den Gottesdienst kommt, sondern umkehrt und ein neues Leben anfängt. Oder vielleicht hast du mit jemandem zu tun, der depressiv ist. Und dein Wunsch ist, dass dem sein Leben irgendwo ein bisschen leichter und erträglicher wird. Aber Gottes Wunsch ist, dass der frei wird von dieser Depression und totale Heilung erlebt. Und so sehen wir, dass das immer wieder auseinanderklafft. Das, was wir uns vorstellen können und das, was Gott uns verheißt. Nach was richten wir uns? Der Joasch hat eine gewaltige Verheißung bekommen und wir haben ganz viele persönliche Verheißungen, aber auch Verheißungen in der Bibel bekommen. Richten wir uns nach dem, was Gott sagt, oder nach dem, was wir uns vorstellen können? Das ist, glaube ich, wirklich eine ganz entscheidende Frage. Damit will ich nicht sagen, wir sollen undankbar werden über all dem Kleinen, was wir sehen. Im Gegenteil. Gott möchte, dass wir dankbar sind, auch für die kleinen Anfänge. Aber wir dürfen die Anfänge nicht mit dem letzten Ziel verwechseln. Gott hat Grosses vor. Geben wir uns zufrieden mit Zwischenzielen oder geben wir uns erst dann zufrieden, wenn wir sehen, wie die Verheißungen von Gott Wirklichkeit werden. Liebe Live-Besucher, ich wünsche mir für mein Leben und genau gleich auch für euch, dass wir unzufrieden werden, wenn wir nicht das sehen, was Gott tut. Und gleichzeitig auch dankbar für all das Kleine,
was Gott immer wieder tut. Für all die Anfänge von Geistlichem, die um uns herum sprechen. Und dann glaube ich, werden wir früher oder später nicht nur einen Teilsieger ringen, sondern sehen, was Gott uns in seinem Wort verheißen hat.